Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, ich darf Deutsch reden, wurde mir gesagt. Und ich soll etwas über die Deutschen sagen. Da gucke ich etwas beschämt in die Ecke und sage, auf den Straßen finden wir die Deutschen nicht. Beim Streik finden wir die Deutschen nicht. Was ist los mit den Deutschen? Da gibt es eine neue Hoffnung. Es ist allerhand los. Sie gehen nur nicht auf die Straße. Sie haben andere Formen jetzt in Deutschland. In Stuttgart, ein Bahnhof, ein fantastisches Zukunftswerk. Und plötzlich sind die Leute jeden Tag dort, die normalen Leute, und sagen, nein. In Hamburg, man will eine Bildungsreform machen, eine durchaus problematische Entscheidung. Aber die Leute haben es satt, dass sie unentwegt eine Veränderung des Bildungssystems haben, sagen sie, nein. Atomkraftwerke in Deutschland, wo so viel getan wurde, eine technikfreundliche Atmosphäre überall zu unterrichten, plötzlich sagen die, Atomkraftwerke wollen wir nicht. Wir haben in Deutschland eine Mehrheit dagegen. Das sind gewaltige Veränderungen. Und tausende Menschen gehen auf die Straße, wenn es um Datenschutz geht, um Datenschutz. Denn den Missbrauch von Daten haben wir ja überall, nicht nur in Deutschland, sondern das ist ja auch ein europäisches Phänomen. Also ist doch etwas los bei den Deutschen und ich bin ganz froh darüber. Unter dem Druck der Krise ist ja selbst die deutsche Bundesregierung kommunistisch geworden. Man kann die Schriften der deutschen Regierung lesen, und sie haben immer gewarnt vor der Verstaatlichung der Banken, der Industrie durch die Kommunisten. Das war die Todsünde. Und jetzt macht Frau Merkel diese Todsünde und sie verstaatlicht Banken. Bewegt sich doch etwas in Deutschland. Das stimmt mich optimistisch. Die verstaatlichten oder teilverstaatlichten Banken waren nötig, um die Banken vor dem Zusammenbruch zu retten. Das Ergebnis ist das, was wir kennen, aber man muss es noch einmal sagen, die Verluste werden wie immer der Allgemeinheit in die Schuhe geschoben, werden sozialisiert, die Gewinne vorher wurden privatisiert. Sie gingen nur in die privaten Taschen. Zweitens verzichtete die Bundesregierung, nachdem sie den Bankern das Geld gegeben hatte, auf einen wirklichen Einfluss auf die Geschäftspolitik der Banken. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit der deutschen Regierung, denen einfach die Milliarden rüberzuschieben, ohne auch nur irgendeinen Einfluss auf die Bankenpolitik entwickeln zu wollen. Damit beraubt sie sich auch der Möglichkeit, die Bundesregierung nämlich, die nächste Finanzkrise zu verhindern. Die Regierenden in Deutschland und in Europa sind wahrlich nicht den Einflüsterungen der Linken erlegen. Sie gehorchten in der Krise notgedrungen der Stimme der Vernunft. Und wir Linken setzen uns ja auch ein für die Stimme der Vernunft. Sie haben den Banken Geld gegeben. Kaum ist die schlimmste Welle der Krise verebbt, da schallt es aus dem Berliner Kanzleramt, da schallt es auch aus der Downing Street und aus dem Élysée-Palast. Nun aber müsse die durch Rettungsschirme und Investitionsprogramme aufgeblähte Staatsverschuldung unbedingt zurückgedrängt werden. Das war ja zu erwarten. Jetzt sei die strengste Sparsamkeit nötig. Nun ist ja gegen eine Begrenzung von öffentlicher Verschuldung nichts zu sagen, denn die Defizite engen tatsächlich die Handlungsspielräume kommender Generationen ein. Das ist so. Allerdings sollte sie gerecht gestaltet werden
Und das heißt vor allem, dass die am meisten beitragen müssen, die am ehesten von den staatlichen Investitionen profitieren. Frau Merkel darf nicht der Silberdiener des Großkapitals sein oder die Silberdienerin des Großkapitals. Sie ist auch dafür zuständig, dass das Geld dann auch nicht einfach weggeschmissen wird, sondern dass damit etwas geschieht und etwas Sinnvolles geschieht, nicht zulasten der Bevölkerung. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die Verursacher der Krise weltweit, die großen Banken und die Fonds für die Kosten, die sie verursacht haben, zur Kasse zu bitten. Solange niemand dafür bestraft wird, solange die machen können, was sie wollen, ist die nächste Krise vor der Tür. Das ist meine feste Überzeugung. Aber in diese Richtung sehe ich keine Überlegung, jedenfalls nicht in der deutschen Regierung. Stattdessen müssen überall diejenigen zahlen, die die Krise nicht verursacht haben. Es sollen gar die zahlen, die unter ihren Folgen ohnehin am meisten zu leiden gehabt haben. Durch die Kürzungen bei Rentnern, bei den Sozialausgaben und bei den Gehältern der öffentlich Beschäftigten soll natürlich in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Maße das Geld wieder hereinkommen, was andere in der Krise verbrannt haben. Erhöhungen der Verbrauchssteuern treffen am härtesten die Menschen, die ohnehin jeden Cent für ihren Lebensunterhalt, den sie ausgeben, dreimal umdrehen müssen. Mehr noch. Durch Kürzungen bei Ausbildung und Bildung wird die Gesellschaft letztlich in ihren Fähigkeiten beschnitten, zukünftig neuen Wohlstand zu schaffen.